Haut op Pächten begräßen ich aus der Kathedral, méiwer dro vun Hai Thomas. Et singt ein Ensemble vokal vun der Maitrise vun der Kathedral, Kantor as dem Mark Dostert, Organist de Paul Breich. Wir sangen Ufang Komm Schöpfer Geist, Magnificat 245. Missa Brevis vom Lotti, Sequenz Veni Sancte Spiritus, Credo 3, Veni Creator Magnificat 240, Schauhalia Apostel Magnificat 891 und zum Schluss Freu dich, du Himmelskönigin Magnificat 576. Den Domorganist spielt als Sorti Komm Heiliger Geist, Herre Gott vom Bach. Masket gehalen vom Weihbischof Monseigneur Leo Wagner. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnade. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand. Du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. A großer Fried grüßen ich mit dem Gruß vom Obersternenen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier an der Kathedral, liebe alle Guten, die da über die Medien und Gebet mit uns heute Morgen verbunden sind. Was für ein groß Fried. Hummer darlo, dass wir können gemeinschaftlich in der physischer Präsenz Eucharistie feiern.
Ich denke, hier an der Kathedral geht es so an, ob den vielen anderen Plätzen am Land, wo die Gottesdienste auf Peichten konnten aufhängen. Gestern Abend, muss ich so, war ich ganz müde. Wie ich konnte nur so lange meint, de Leidrem täglich Kommunion riechen. Was für ein großes Geschenk und als Kirche, die man vielleicht gerade durch die Karenz mehr tief zu schätzen wissen. Eucharistie geht nicht ohne Peichten. Eucharistie geht nicht ohne den Geist von Gott, den alles verwandelt. Chères sœurs, chers frères, dans un hymne de la Pentecôte, on dit de l'Esprit Saint qu'il est l'hôte intérieur. Quelle belle expression. L'Esprit Saint comme hôte intérieur qui nous habite depuis notre baptême. Et l'hymne continue que cet hôte intérieur habite notre silence et nos prières. C'est pourquoi je vous invite au début de cette célébration à un petit moment de silence qui est habité par la présence de l'Esprit. Demandons au Seigneur d'ouvrir notre vie tout entière à ce don suprême qui nous est donné. Allust ma dann, jeder für sich persönlich, und auch dir daheim, den Herrgott frohen, dass ein Schulter sind von uns hält, für das wir zu freie Menschen gehen, die aus dem Geist herausleben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Lust mal beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und von der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen, das Meer so groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl, kleine und große Tiere. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Verbirgst du dein Gesicht, sie sind verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Ewig wäre die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke, möge ihm ein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres.
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in esu temperies, in fletus solatium. O lux beatissima, replecordis intima, tuorum fidelium. Sine tua nomine, nil est in nomine, nil est in oxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Ta virtutis meritum, ta salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. 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 Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leifren, e Satz, den ihn an diesen Deeg viel heiert als den Hai. Die Leute lassen sich nimmer schwer bewegen, sie fährten nach. Ja, die Leute lassen sich nimmer schwer bewegen, für mich weit an die Vakanz zu fahren, für mich lang an die Geschäfte zu gehen oder auch nach ihr an die Kirche zu kommen. Sie fährte sich unzustärchen, krank zu gehen. Sich nicht viel rühren, sich nicht viel bewegen, das schien doch ein bisschen an unserer DNA zu leiden, Leifren. Weil es braucht schon Sportskuren an dem Fundamental, es braucht schon Publizitätskampagnen von der Santé, auch von den Sportsvereinen, für das wir ein bisschen auf Trab kommen. Und es gibt nicht nur eine körperliche Trägheit, auch geistig. Wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht immer schrecklich mobil. Was ich mir einmal an den Kopf gesagt habe, oh, davon regle ich aber nicht gern auf. Am Allgemeinen sitzen wir ziemlich fest, haben Zonen Dieren am Haus von unseren Überzeugungen und Meinungen. Ausnahmen bestätigen Träge. Wenn wir an das Evangelium gucken, da sehen wir, dass auch dem Jesus seine Jünger fährten. Sie sperren sich an aus Angst vor den Juden, aber sie rühren sich nicht vom Fleck. An das väterische Sitzgesellschaft kennt den oberstandene Jesus. Wir sind ja eigentlich auch zum ungemeldeten Sitzen an unsere Kirchen verdonnert. Aber vielleicht ging es da auch an unsere Reihen, die auch noch ein bisschen fährten, die verunsichert sind, ob schon sie sich rausgetraut haben. Und also können die sagen, der Jesus kennt auch bei uns. Was mich persönlich beeindruckt, das wehe könnt. Nicht wie ein, der sein Leid vernennt, den sie rhetorisch abpeitscht und aus dem Haus raustreibt. Nein, könnt als der Mann vom Frieden. Das ist ganz schön, dass der Groß von Frieden eigentlich beigesagt wird, durch nur bei dem Geschenk vom Heiligen Geist. Aber wir schenken die zwei zusammen. Weil den tiefsten Frieden, den wir auch an dieser Situation liefern, das ist das Versprechen von dem Oberstandenen, er gebe uns nicht als Wesen kann er zurücklassen, mir gebe uns sein Beistand, den Anwalt, der Paraklet gehen, sein Hilfe. An der Jesus kennt, mit Wunden, die überwunden sind. Überwunden sind sie da, weinst, weil ja eigentlich dem Jesus sein Wunden missten ob sein Tod,
op seg Onbeweglichkeit hinweisen. Lo awer kënnt de Liewechen den Oberstanenen, he kënnt an mit vu senger Gemeinschaft, als den, die seg Wonnen überwonnen hat. Am mat dem Geschenk vom Frieden, dat von ihm ausgeht, schickte seg Frön an d Welt, so wie he selber vu segem Pap bei Mënsche geschickt wär. Weil mir aber nach ein Keier die Mobilität an eiser DNA hunn, geht rausgoen, geht doch d'Unhulle von dieser Sendung net ohne weiteres. Et braucht Peichten, et braucht Geschenk vom Heilige Geist. Dafür hauchte Jesus seg Frön an übermittelt ihnen dummerte den Atem vu senger Kraft. Die verspinnt, dass es den Ausspielung als op die erste Seite von der Bibel, da wo auch schon der Schöpfer den Mensch ugehaucht hat, an hin dem Lebensatem als seg Nues geblosen hat. Aber, dat wisst ihr auch, Adam an Eve hun dat net gedankt. Et kommt zum Sinnefall. An dofir brauchet in Zweet anhauchen von dem Oberstanden. Et brauch lo dat iwwerwonne sinn vun der Sünd, weil den, dem mat dem Oberstandene verbonnen ass, as seg Neuschöpfung ginn. Hin ënnersteht net méi dem Gesetz vun der Sünd, Sünd das kein Fatalität méi. Wir sie frei. Und dat sieht Jesus eigentlich auch singe Frön. Dir seht lo frei von der Sünd, an et braucht es Freiheit für die Mission unzuholen. Weil Mensch, den an der Sünd ist, das also den sich aufgrenzt, vis-à-vis von Gott und von seinem Nächsten. Den eine Trennung bewirkt zwischen Gott und seinem Mitmensch. Die Mensch, den an der Sünd ist eigentlich immer den Schreck zurückgeht aus seinem Leben. Nicht nur vier. Die Sünde lähmt immer. Sie möchte das immobil. Und dafür passt sie nicht zu der Sendung. Aber sie passt doch wenigstens nicht zu der Sendung, weil der Mensch an der Sünde nie glaubwürdigen Zeichen ist vom Jesus. Chères sœurs, chers frères, la première lecture nous a présenté le grand déconfinement de la première communauté chrétienne à Jérusalem. Et ce déconfinement, vous l'avez remarqué, n'était pas promulgué par une loi, mais fut initié par l'action libératrice de Dieu grâce à la fusion de l'Esprit Saint. En effet, immobilisés par le virus de la peur, les amis de Jésus ont privilégié la maison à la rue, l'isolement à la rencontre, la prière privée à l'annonce de l'Évangile. Il leur a fallu un baptême avec le feu de Dieu pour leur permettre l'apprentissage de la langue maternelle des autres et faire connaître les bienfaits de Dieu à d'autres cultures. Fini avec la réclusion peureuse, fini avec les bouches fermées. La Pentecôte donne naissance à un nouveau type de fidèles, chers amis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant il ne s'agit plus simplement d'apprendre un enseignement religieux et de le répéter, mais à l'exprimer selon le don reçu dans l'Esprit Saint. Et cela veut dire que chacune et chacun de nous a sa manière de confesser le Dieu de la vie. Dieu a donné à chacune et à chacun de vous l'Esprit Saint pour que vous soyez capables à votre manière de le confesser aujourd'hui en société luxembourgeoise. Il ne s'agit pas de cultiver une religiosité privée,
mais d'apprendre le langage de l'autre. Sa langue maternelle, c'est-à-dire ce qui le constitue humainement, son passé, son histoire, son vécu, afin de lui permettre de reconnaître, de découvrir les bienfaits de Dieu dans sa vie. L'Église de la Pentecôte est donc une Église en mouvement. L'Église de la Pentecôte est une Église déconfinée, mobile, prête à apprendre, prête à témoigner. L'Église de la Pentecôte n'impose pas son langage, mais elle cherche à le faire comprendre parmi les autres. Hij ons doorleveren, hij den dat Kirche am Allgemeinen, dat als Paaren, natürlich Pasteur und Bischof, die gläubig, nicht genug Feier hätten, nicht genug in das Leben, dass sie zu viel immobil wären. Oh, lasst man mal so demütig sein und unholen, dass du etwas drauf wäre. Kennt die Schwerfälligkeit nicht hier, dass wir zu viel autozentriert sind. Wir haben uns fix Ideen, wir fühlen uns sicher, weil wir Mustern von früher immer Jahr für Jahr wiederholen. Sind wir nach intellektuell und spirituell mobil, für uns auf Neues anzulassen? Sind wir bereit, durch den Spruch von der Gesellschaft zu gucken, an der wir leben? Für das wir mit dieser Message auch eine Chance haben, zu accrochieren. Lassen wir uns auf die kulturellen Changements, die überall gibt, also auch zu Lützeburg, an. Nicht für sie einfach zu absorbieren, aber wir können ein Discernement zu machen. Den Heiligen Geist kriegen wir geschenkt, für kapabel zu sein zu einem Discernement, den wir brauchen, für zu wissen, wie wir als Kirche noch vorgehen. Brûle en nous le feu du Christ pour quitter la maison du silence et rendre compte de notre espérance avec des gestes et des paroles qui peuvent être compris et entendus. Chers amis, d'une certaine manière, nous sommes tous nés dans le confinement sociétal et ecclésial. Et c'est tout un art de confiance, d'apprentissage donc dans la confiance, pour s'ouvrir à l'autre qui est Dieu et qui est le prochain. Sans l'Esprit Saint, cette ouverture nous est impossible. Viens, Esprit Saint. Viens remplir le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Wel nimmen durch die Luft, los wir uns bougieren. Amen. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Teum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum
Deum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Durch den Heiligen Geist, dass der Jesus mitten inner deis, an der Gemeinschaft von der Kirche und an der ganzen Welt. Zu ihm beten wir aus ganzem Herz. Wir beten für unsere Propst, uns Bischöfen und all Christen. Schenk ihnen dein Geist, für sich an der Kirche zu erneuern und am Vertrauen auf dich neu wehr zu gehen. Christus herreis. Christus herreis. Wir beten für uns Land, für Europa und die ganze Welt. Los uns am Respekt, am Frieden und an der Gerechtigkeit mit Menschen aus anderen Kulturen gemeinsam Grenzen überwinden. Christus herreis. Christus herreis. Wir beten für die Menschen, die in ihrem Leben Schuld auf sich geladen haben. Lass sie durch den Geist der Vergebung und Versöhnung Kraft zum Neubeginn finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Nous prions pour les personnes qui travaillent sous des conditions difficiles et pour celles qui, dans le cadre de la crise, risquent de perdre leur emploi. Encourage-nous à respecter le travail d'autrui
et à lutter solidairement contre les suites de la pandémie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Wir beten für uns Leib verstorben. Los sie bei dir die Erfüllung finden von all dem, was sie an ihrem Leben nicht fertig gebracht haben. Christus, Heilreis. Christus, Heilreis. Herr Gottes gute Pap, du geseist Kraft vom Heiligen Geist. An neue Reise am Glav, wie dat mir mit viel Courage den gut Nouvelle an die Welt herausdrohen. Darum beten wir, durch Christus, der mit dir am Heiligen Geist lebt für immer und ewig. Amen. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Septi formis monere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans cultura. Postem repellas longius, pacem quedones protinus, ductores icte previo, vitemus omne noxium.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte,
où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Willibrord und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, unseren Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns
wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So wie den Auferstandenen et will, so wie Christus es et gelehrt hat, so wollen wir beten. Eise Pap am Himmel, dein Name sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut eis täglich Brot, verzeih eis eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht und Versuchung, mir mach eis frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht
das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Reiß uns mit. Lass wehen, Gott, Regenwolken in vertrocknete Seelen, Zugluft durch verstaubte Gedanken, zarten Hauch allen Verliebten und Sturm durch alles Wohlgeordnete. Lass wehen, Gott, wo du willst, und kümmere dich nicht um den Wetterbericht, der nur Sonnenschein ankündigen will, in einer Welt voller Unrecht und Trübsal, voller Hass und Tod. Lass wehen, Gott, und reiß uns mit. Wirf uns um, zeig uns Leben und begeistere uns. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. An der Fried will man dann den Segen von diesem Fest empfangen. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Halleluja, Halleluja. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria, freu dich, das Leid ist all dahin, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria.
Mi hunn pontifikal Mass iwwerdroen aus der Kathedral. Haut Deich Dreifaltigkeet Sonndech feiere mat Radius Mass och an der Kathedral, allerdings nees zur gewinnter Zeit. Ihr alle gesehnten Peichtfest an loschalte mat Zrick an den Studio.